Haut mam François Musel vu PwC Rezent gouf viel iwwer Sharing Economy geschwert or am Kontext vum Rifkin-Rapport. Wat versteht den ënner dem Begriff? Ma et gëtt keng enheitlich Definition. Et geht um wirtschaftliche Modell, de méi stärk wie den traditionellen op Peer-to-Peer-Austausch basiert, also Transaktionen tschend einzelne Konsumenten, an denen du lebt, viel Gider méi intensiv zu nutzen, zum Beispiel Häuser, Parkplätzen, Autoen, Deier Kleider etc. Uber, BlaBlaCar, Airbnb, Bitcoin, Velo zu Paris sind alles Beispiele. Eng Rëtschleit erwerden sich do vun e grosse Sprung a Richtung méi nohaltig Nutzung vun de Gider. Fi wat gëtt grade lo soviel davon geschwert? Weil immer méi Sharing Economy wirtschaftlich Modelle opkommen. Dës huet mat enger Reihe vu Grënn ze dien, déi de Professor Sundarajan vun der New York Stern School of Business as engem Buch de Sharing Economy exzellent erklärt. Digitalisierung vun der Information, den exponentielle Wachstum vun der Rechenleistung vun digitale Geräter, an d'Einfachheet vun der Programmation vun digitale Geräter, Neitechnologien ewéi Blockchain, an Digitalisierung vum Vertrauen, dat heescht als Sozialkapital as immer méi digital, erlaben Einzelleiit eng Transaktion ënneren Nane auszufeieren, déi sich nach nie physisch gesinn hunn, potenziell oni Mittelmann. Leist es dann lo die klassisch Probleme vun unserem kapitalistische System? Eben net unbedingt, an et gëtt viel offe Froen an och viel Skeptiker. Die echt Sharing Economy Modeller feieren eichter zu neue Monopol- oder Oligopol-Plattformen ewéi Uber, zum Beispiel die hauptsächlich dadurch opfallen, dass sie e riese Profit generieren, weil sie ohne Verantwortung zu holen, Jahrzehnten als Standarden umgehen, zum Beispiel am Arbeitsrecht. Aus dem Grund werden die diesjährige Journée de l'Economie, organisiert am 2. März von dem Wirtschaftsminister, der Chambre de Commerce an der FEDIL, unter dem Thema The Company of the Future, der Professor Sundarajan zu Spruch kommen lassen, von den großen Experten an der Sharing Economy. Dabei geht es eben nicht nur um die positiven Aspekte, sondern auch um die Schwierigkeiten an die Rolle, die der Staat an der Regulierung von denen Aktivitäten kann und muss spielen. Ich meine, das gibt eine spannende Debatte, die viel rezent Neuigkeiten an den großen Kontext wertsetzen.